Merci, Herr Präsident. Welchen Abonnement soll ich für mein echten Handy aufschließen? Soll ich lieber ein Auto kaufen oder leasen? Wie finanziere ich eine Wohnung? Was kostet ein Prämisch ganz genau? Wie gehen Zinsen gerechnet? Was ist ein Depot à terme? Soll ich besser Aktien kaufen oder Obligationen? Und wie sorge ich für meine Pension für? Immer muss ich mir finanziell Entscheidungen treffen, die großen Einfluss auf unser Leben haben. Und viele Leute wissen oft nicht, wie sie diese Entscheidung sollen holen, weil sie dax nicht das nötige Basiswissen haben über finanzielle Zusammenhänge und Produkte. Die finanzielle Bildung ist dafür am neuen Namen ein wesentlicher Teil von der Allgemeinbildung der Leute. Unserer Meinung nach ist es wichtig, im Kontext von der Finanzerziehung nicht exklusiv just über die Jungen zu schwätzen, weil finanzielle Bildung geht uns alle gut nicht besonnen. Dafür ist es gut, dass wir in der Chambre uns zu diesem Thema austauschen. Und so, Madame Bratz, auch merci, dass sie diesen Punkt auf den Ordre du Jour von der Chambre gesagt hat. Herr Präsident, ja, die Education financière wird leider an unserer heutigen Konsumgesellschaft nicht genug thematisiert. Dafür hat am Kader von meinem Budgetsrapport für das Jahr 2024 davon profitiert, für dieses Sujet ein bisschen zu vertiefen. Ich bin damals zur Konklusion gekommen, dass es bei der Education financière notwendig wäre, auf verschiedenen Niveauen zu handeln. Besonders wenn ihr die Resultate von der OECD-Studie aus dem Dezember 2023 über den finanziellen Bildungsstand von Erwachsenen guckt, wo Lützeburg für die erste teilgeholt hat. Der Durchschnittsscore von Lützeburg liegt bei 60 auf einer Skala von 100. Dummer leiien mir knapp unter der Schwelle von 70 Punkten, die nötig sind, für als finanziell selbstständig zu gelten. Nimme 4 von den 39 Ländern, die unter Etude teilgeholt haben, erreichen diesen Score. Lützeburg kommt auf die 5. Platz mit einem Score von, wie gesagt, 60 Punkten. Nimmen 53% von den Befragten hier im Land haben den Mindestscore erreicht, für als finanziell gebildet angesehen können zu gehen. Aber das Niveau vom Wissen an der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre ist besonders alarmierend. Die jungen Erwachsenen leiden unter dem Durchschnitt von ihren gleichaltrigen Kollegen an anderen OECD-Ländern. CSSF und der BBL, die Ausschaffen von dieser Etude beteiligt wären, haben damals rekommandiert, die pädagogischen Initiativen auf dem Gebiet zu verstärken und die finanzielle Bildung schon frei an den Lehrplan zu integrieren. Wir teilen diese Rekommendationen und begrüßen außerdem das Engagement von der Regierung, die an ihrem Koalitionsakkord klar festgehalten hat, finanzielle Bildung zu stärken. Ich will in diesem Kontext auch betonen, dass wir aktuell an der Education financière nicht am Niemandsland NRW sind und dass wir nicht das Sujet recht entdecken. Als verschiedene parlamentarische Fragen geht auf hier, dass schon so manches an der Vergangenheit initiiert wurde, sowohl an der Schule wie auch von der CSSF, die an dem Bereich schon viel wertvoll Pionierarbeit geleistet hat. So was am Finanzministerium schon im Jahr 2017 die Nationalstrategie über Wissensvermittlung am Finanzbereich ausgeschafft ging. Am CSSF hat die Mission gekriegt, für Finanzbildung zu Lützeburg zu promovieren und die Aktivitäten am Bereich von der Education financière zu koordinieren. Très bien, das war ein guter Minister. Informationsportal LatzFin finden die verschiedenen Initiativen, die am Kader von der nationalen Strategie realisiert gin zurück. An diesem Portal lebt einer der Dinge von der CSSF. Hier gehen es Finanzinformationen, Simulatoren und viel andere Utensilien, die machen, dass die Jungen und die Leute am Allgemeinen die Finanzwelt besser verstehen können. Die Nationalstrategie soll am März 2023 aktualisiert gehen, mit der Zielsetzung, die Finanzerziehung weiterzuentwickeln. Dabei sollte auch auf digitale Finanzprodukte und moderne Bezahlsysteme ergangen gehen. Den Herr Minister kann uns vielleicht noch ein paar Details geben, wie die Strategie aktuell aussieht und was konkret Neues an der Schule, respektive an den Schulprogrammen und puncto Finanzerziehung vorgesehen ist, weil sowohl am Enseignement fundamental wie auch am Sekundär wird Finanzerziehung ja schon berücksichtigt. Wir haben auch an dem Kader eine Motion für den Minister aufzufordern, für die Finanzerziehung die Strategie zu aktualisieren.
Merci, Madame Adem. So gëtt et mittlerweile schon d'woch vun de Suen, wo d'Kanner an jugendlech e besseren a méi responsablen Ëmgang mat Sue vermittelt kreien. Och d'Jong Entrepreneure gi mat hirem Programm Fit for Life regelméisseg an d'Scholen. Hei kreien die Jong Basiswëssen iwwer perélech Finanzsituatioun, Assurance, Krediter a so weiter. An net ze vergiessen och d'Lëtzebäier Buchs mat hirem Programm, wo grad die Jong Buchsminobruch kreien. Am Sekundär gëtt et Zter 2020 die neii Finanzsektiun, wo Kuren ewéi Digital Economy, Finanzwissenschaft, Kontabilitéit a Finanzanalyse Stonneplan stinn. Didaktisch Material gëtt och regelméisseg ugepasst. Am Schulpersonal kann d'Genre IFAN an dëse Sujet weiterbilden. An die Offer gëtt och ganz gut ugeholl. Ich sinn dem no der Meinung, dass mir insgesamt an der Schule a puncto Education finanziär gar net so schlecht ënnerwee sinn. Aber mir iwwerrechen iwwer d'Schule net all jonke Mënsch. An dafür muss mir nei weher goen, auch ausserhalb vun der Schule. Du gëtt zum Beispiel an Deutschland de Begriff vum Finfluencer. Politik greift auch op die Finfluencer zurück, dat sie so Influencer a Finanzfroen. Sie sind op de bekannte Plattformen NRW, wo sech gréissendeels die Jong ophalen, wie eben grad op TikTok. Sie hun als Mission fir die Jong ze sensibiliseieren an dat an enger einfacher, laberer, ugepasster Spruch. Jo, zu Lützeburg kann ich lo persönlich kennen so Influencer, me et fir awer eng Idee fir die Jong dohinner sichen zu go, wo se NRW sinn. Und das zählt natürlich auch für Leute, die nicht mehr gerade so jung sind, an die nicht unbedingt auf TikTok NRW sind, aber da vielleicht oldschool-mäßig echter auf Facebook. Herr Präsident, sich bei der finanziellen Bildung allein auf die Schule zu fokussieren, ist an unseren ein bisschen kurz gegriffen. Die CDE-Studie hat klar gewiesen, dass noch immer viele Erwachsene nicht über die nötigen Kompetenzen verfügen, für sich sicher und selbstbestimmt an der immer mehr komplexen Finanzwelt zu bewegen. Dafür muss auch die Allgemeinheit wesentlich besser sensibilisiert gehen. Auf verschiedene Bereiche sehen wir nach Defiziten, die wir zusammen angehen. Als Lützeburger sind wir gewinnt, ein Mog auf der Seite zu haben für schlechte Zeiten. An unserer Kultur ist Spuren auch fest verankert. Am Dödeger sind wir Lützeburger auch relativ vorsichtig beim Investieren auf der Börse. Und da sind wir an dem Sinn dann auch wesentlich mehr konservativ NRW wie andere Nationalitäten. An das Unsicherheit geht DAX Hand an Hand mit einem Mangel auf Wissen, wie Finanzmärkte funktionieren, respektive wie Finanzprodukte strukturiert sind. Hier kann die Finanzbildung für mehr Transparenz sorgen und den Leuten weiter abweisen, wie sie gut informiert und faktenbasiert Entscheidungen können treffen. Dieser Punkt ist ein, den zusammen mit dem Sektor muss angegangen gehen. Herr Präsident, ein weiteres Problem, wo die Education finanzielle eine positive Rolle kann spielen, ist bei der Überverschuldung. Auch diesen Punkt hat ich im Kader von meinem Budgetsrapport abordiert. Sowohl die Überverschuldung nicht auf eine spezifische Sozialklasse limitiert ist, so sind die Ursachen für die Überverschuldung vielfältig. Das kann eine Schädigung sein, eine Trennung, die Akkumulation von Prämien, Arbeitslosigkeit, die Passage an Pension, eine Krankheit. Es gibt viele verschiedene Ursachen von Überverschuldung. Es gibt also nicht den K-Typ von einer überverschuldeten Person. All das Faktoren machen es auch schwer für das Phänomen von der Überverschuldung präzise zu messen. Donner von offiziellen Institutionen wie der Zentralbank, dem Familienministerium oder dem Service d'information et de conseil en matière de surendettement ermöglichen uns aber einen gewissen Blick auf die Situation. Aus den Zahlen, die existieren, kann man aber herauslesen, dass Lützeburg zu den Ländern gehört, wo für alle Ménagen mit niedrigen Revenuen viel Konsumschulden haben und noch finanziell verwundbar sind. Herr Präsident, wenn wir über finanzielle Bildung schwätzen, da können wir die Frage von der Altersvorsorge auch nicht außer Acht lassen. Es ist eine Realität, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht genug auf ihr Leben oder Erbest vorbereitet sind. Viele Leute fangen einfach zu spät an, für zu sorgen. DAX fehlt Detail und Bewusstsein
oder sie wissen nicht, wie ein Produkte für sie geeignet sind, respektiv es fehlt um Zugang zu den richtigen Informationen. Komplexität von den Produkten machen das, dass viele Leute es lieber lassen, für zu sorgen, mit der Hoffnung, dass die später Pension durchgehen. Ich verstehe noch, dass junge Leute, die am Berufsleben starten, hier echt Wohnung kaufen wollen oder eine Familie wollen gründen, dass sie wesentlich anders sorgen haben, für an ihre Pension zu denken. Und oft haben sie auch gerade an dem Moment von ihrem Leben nicht die medisch finanziellen Moyens für eine langfristige Altersvorsorge aufzubauen. Dabei ist gerade Zeit ein wichtiger Faktor. Wer frei anfängt, hat mehr Möglichkeiten für auf Dauer ein stabiles finanzielles Polster aufzubauen. Dafür müssen die Alternativen nicht nur finanziell zugänglich, sondern auch verständlich sein. Hier ist es wichtig, frei umzusetzen. An der Schule, an der Ausbildung, aber auch durch gezielte Sensibilisierungskampagnen für Erwachsene. Finanzielle Bildung muss den Menschen die Wichtigkeit vom langfristigen Spuren verdeutlichen. Sie muss den Leuten Pisten aufweisen, wie ein Versicherungsmodelle oder Finanzprodukte am besten zu ihrem Lebensmodell passen, ob eine Privatrenteversicherung, ein Betriebsrente, Investitionen auf Fonds oder andere Formen von Spuren. Neutral und klar Informationskampagnen, die die Leute über ihre Möglichkeit informieren, und gezielte Beratungs- und Orientierungsservices können hier weiterhelfen. Gerade auch an der Pensionsdebatte ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade Frauen an die Altersarmut aufrutschen, weil sie Teilzeit schaffen, respektive für eine gewisse Zeit ganz abhalen schaffen, und das entweder für ihre Kinder zu betreuen oder für nur ihren Eltern zu gucken. Und gerade sie spüren oft am Alter die finanziellen Konsequenzen davon. Herr Präsident, ein letzter Punkt, den ich auch ausschwätzen will, ist den von der digitalen Finanzkompetenz. Die Finanzwelt ist nicht nur komplex, sie ist für allem digital gehen. Wir leben in einer Welt, wo Transaktionen, Bankgeschäfte, Investitionen und noch Beratung immer mehr digital stattfinden. Über Apps, Online-Banking, Fintech-Plattformen oder sogar künstliche Intelligenz. Diese Entwicklung bringt viele Chancen, aber auch konkret Risiken mit sich. Online-Betrug, Phishing, Scam oder gefälschte Plattformen, die gezielt auf nicht informierte Konsumenten ausgerichtet sind. Das sind Gefahren an der digitalen Finanzwelt, und da müssen wir zusammen mit dem Finanzsektor aufklären und informieren. Weil die Realität ist, viele Leute fühlen sich überfordert, weil sie sich nicht sicher an diesem digitalen Finanzumfeld bewegen können. Und das gilt nicht nur für ältere Leute, sondern auch für Junge. Es darf kein zurückbleiben, weder aus Alters-, Spruch- oder Bildungsgründen. Wir müssen sicherstellen, dass die Leute sich an diesem neuen digitalen Umfeld herumfinden. Das geht vom Schutz vor Betrug bis hin zum Verstehen von modernen digitalen Finanzprodukten. Wir brauchen Zielgruppen, gerechte Kampagnen, die die Bevölkerung sensibilisieren und konkret Beispiele weisen, wie ihn sie schützt und wie ihn digital Finanzservice richtig nutzt. Wir plädieren auch hier für eine Integration von der digitalen Finanzbildung an unser Bildungssystem, und das auch schon an der Grundschule. Kinder von heute müssen verstehen, wie die Finanzwelt von morgen funktioniert. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Finanzielle Bildung ist eine absolute Notwendigkeit in unserer Zeit. Es ist an unserem gemeinsamen Interesse, dass alle Bürgerinnen und Bürger die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen kriegen, für informiert und sicher finanzielle Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Responsabilität, die Leute an ihre Fragen nicht allein zu lassen. Dafür encouragieren die Regierung, der Foren aus den letzten Jahren konsequent weiterzuführen und zu verstärken, für die finanzielle Bildung weiter auszubauen und für alle Alter zugänglich zu machen. Und das mit zielgerechten Kampagnen für die ganze Bevölkerung, vom Schüler bis zum Pensionär. Ich sage merci für die Zuhörung.